Manchmal treffen wir vielleicht auch immer wieder die guten Entscheidungen und fragen uns, wo ist Gott überhaupt? Macht es überhaupt Sinn? Macht es überhaupt Sinn, an Gott dran zu bleiben? Macht es überhaupt Sinn, die Bibel zu lesen? Macht es überhaupt Sinn, Sonntag für Sonntag zur Predigt zu kommen, mit dieser Gemeinschaft auszusetzen, weil ja trotzdem nicht alles rund läuft im Leben? Ich möchte dich ermutigen, es macht Sinn. Es macht viel mehr Sinn, als du dir im Moment vorstellen kannst. Und darum wollen wir dich auch recht herzlich begrüßen auf Podcast, wo immer wieder die Predigt nachschaut. Geben wir dir doch einen lauten Applaus aus dem Kalkofen raus. Es freut mich ganz fest, dass du eingeschaltet hast und so wie auch ein Teil von dieser Celebration oder auch von dieser Predigt bist. Wir haben heute Abend das Thema Macht von unseren oder deiner Entscheidungen. Ich glaube, wir alle treffen tagtäglich Entscheidungen. Kleine Entscheidungen, grosse Entscheidungen. Manchmal können kleine Entscheidungen sehr gross werden, aber wir werden laufend in die Rolle gedrängt, müssen sagen, ich mache das oder ich mache dieses. Oder ich denke das oder ich denke dieses. Ich sage das oder sage das andere. Ich priorisiere das oder priorisiere es nicht. Wir alle haben immer wieder Entscheidungen zu fällen. Und ich bin überzeugt, dass wir auch alle Sachen mitnehmen, wie wir es gelernt haben. Wir alle sind aus einer Familie oder irgendwo raus, wo wir herkommen. Und wir alle haben ja Prägungen. Und Prägungen können uns positiv begleiten im Leben, wo wir unterwegs sind, können aber auch Herausforderungen mit sich bringen. Und vielleicht habt ihr es euch selber auch schon ertappt, wie ihr schon gesagt habt, okay, dort sind meine Eltern wirklich mühsam. Wirklich so richtig mühsam. Und ich werde es nie so machen. Ich glaube, die meisten sind noch in diesem Alter, aber dann gibt es vielleicht auch die einen oder anderen unter uns, die schon ein bisschen älter sind geworden und sich haben gesagt, mit 16, 17, ich werde das nie so machen. Und dann finden sie sich selber, 1 zu 1, wie die Eltern. Sehen schon fast ein bisschen gleich aus wie die Eltern, handeln gleich wie die Eltern oder machen Sachen, die sie nie denken. Spätestens, wenn du Kinder hast und denkst, also so mühsam wie meine Eltern da, werde ich meine Kinder nie erziehen. Das ist oftmals erlebt und dann sagst du so Sachen und dann denkst du, Scheiße. Jetzt bin ich genau an dem Punkt, wo ich nicht herkommen wollte. Und gleich hat es ja auch etwas Sinnvolles gehabt. Die Eltern haben ja nicht nur an sich gedacht, als sie so Entscheidungen gefällt haben. Wir alle haben Prägungen. Und wir haben Prägungen, die wir mitnehmen. Ja, das ist so schön bei meiner Frau lernen kennen. Ich konnte es ein bisschen erahnen, bevor wir geheiratet haben, aber ich habe nicht gewusst, dass es so ausgeprägt ist. Ich habe sehr schnell gemerkt, Skiferien ist etwas, was sie mit in die Ehe bringt. Weil sie hat das auch, ich weiss gar nicht wie viel, ich glaube 1, 2 Mal oder 3 Mal, vielleicht auch mehr, aber auf jeden Fall sehr intensiv erlebt, wie schön das war, als Familie in den Bergen, so in ein einfaches Hütchen, in die Skiferien zu gehen. Für mich ist Skifahren sehr schnell sehr langweilig geworden, weil ich meine, fast immer runter, dann gehst du wieder rauf, dann gehst du wieder runter, und dann gehst du wieder rauf. Es ist so mega langweilig, nicht? Also, kann schön sein, für ein bisschen zum draussen sein, aber eigentlich ist es ja total sinnlos. Du fährst den Hoger runter und dann stehst du an, wieder rauf und dann fährst du den Hoger runter. Und früher, als ich noch jünger war, war es ein bisschen erlaubt, so Scheissdreck zu machen auf der Piste, dass es wieder gefegt hat. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich musste 2-mal den Pass abgeben. Das Wochenende. Da musst du wirklich Sachen machen, die du nicht solltest. Das musst du in einem Skigebiet. Aber so hat es wenigstens für mich auch noch ein bisschen Spass gemacht. So ein bisschen auch mit dem Schwager und dieses und dem Bruder haben wir da Sachen machen. Aber Skifahren ist Skifahren. Aber ich habe gemerkt, für meine Frau hat das eine tiefe Bedeutung. Ich habe gemerkt, wenn ich sie auch als Mann ehren will, das mit den Skiferien, das muss ich irgendwann reinbringen. Und unsere Kinder waren noch recht klein, 3 Mädchen. Und ich habe gemerkt, es ist immer wieder ja, so ein paar Skitage wären schon mal mega schön. Und ich habe gesagt, das ist nicht nötig, sowieso, globale Erwärmung, Skifahren wird sowieso nie mehr ein Thema sein. Aber ich habe gemerkt, ich kann es nicht einfach so wegreden. Dann habe ich gewusst, wenn ich sie ehren will, das muss kommen, weil das hat sie auch mitgenommen, sie hat das positiv erlebt. Und ich sage euch, ich habe irgendwann gedacht, gut, ich muss Lösungen finden. Und wir haben ja, auch die schlimmsten, nein, natürlich schönsten Ferien erlebt, als sie relativ klein waren. Es hat sogar für ein Familienfoto gelangt, dann zumal unsere kleinen, wunderbaren Schnugelis, oder? Und dann sind wir in den Skigebieten und dachten, oh Mann, oder? Und ich sehe, wir lachen so ein bisschen halb lustig, weil es ist so
nicht lustig gewesen. Eigentlich. Wirklich ganz und gar nicht. Und ich habe mich dort so manchmal gefragt, gut, ja, meine Frau probiert sehr, habe mich auch probiert reinzugeben, aber ich sage euch, machen es ja nicht zu früh, weil die Wahrheit ist dann auf dem nächsten Viertel viel mehr vorgekommen, wie es eigentlich hat ausgesehen hat. Nur so, vom Morgen bis am Abend. Ich also natürlich nicht, aber für mich dann schon. Wenn der King mal nicht mehr gerannt hat. Und ich weiss noch, ich bin dann an diesen Ferien unter dem Tisch gehockt, after Church Hangout. Dann hat mich das Mirifisch gefragt, oh, du hast schöne Ferien gehabt. Und ich habe gesagt, Vater gerade Box. Nein, natürlich nicht. Aber ich habe gesagt, nein! Warum nicht? Seid ihr doch eine Woche weg gewesen? Hast viel müssen arbeiten. Ich gesagt, ich wäre froh gewesen, wenn ich arbeiten konnte. Aber ich wusste, das war drinnen. Warum sage ich das? Ich glaube, wir alle haben Sachen, die wir mitnehmen von unseren Eltern, das durch die Ferien auch ein bisschen aufzeigen oder erklären, wo wir vielleicht ganz andere Situationen uns in den Sinn kommen. Wir alle haben Sachen, die wir geprägt wurden, die wir entweder weiterführen können oder uns auch bewusst dagegen entscheiden können. Gott hat sich entschieden, gleich auch das Modell zu wählen, dass wir wie auf die Welt kommen, dass wir Eltern brauchen, dass wir Leute brauchen, die uns helfen, das Leben zu leben, uns erziehen, uns Sachen lehren, uns Sachen zeigen und wie eine DNA wir wie von zwei Menschen haben. Wir haben die DNA in uns drin. Und darum können wir auch nicht einfach abschreiten, von wo dass wir kommen. Und was für eine DNA in uns drin ist. Und mit dieser Predigt möchte ich uns auch ermutigen, dass wenn vielleicht auch Sachen, die herausfordernd sind und nicht so sind gelaufen, wie das vielleicht hätte sollen laufen, dass wir das nicht müssen mitnehmen. Gleichzeitig auch die Entscheidungen, die wir in den jungen Jahren von unserem Leben treffen, die haben Auswirkungen auf das, was wird kommen. Wir haben es ein bisschen so aufgeschrieben. Unsere Entscheidungen von heute können nicht nur die Zukunft von uns selbst, sondern auch von unserem Umfeld und unseren Nachkommen beeinflussen. Und manchmal leben wir vielleicht ein bisschen das Leben, denken, ja, das ist einfach das, was ich, wenn ich diese Lehre mache, arbeite ich dort, wenn ich diese Entscheidung fälle, dann wird das passieren. Aber es hat viel grösseren Einfluss, das, was wir heute entscheiden, was in Zukunft wird kommen. Meine Frau Tabea und ich, wir dürfen beide, also 4 geniale, sage ich jetzt mal so, Eltern haben, die im Glauben unterwegs sind, die uns bestärken, so wie wir unterwegs sind, uns ermutigen, uns so ein Legacy vom Glauben haben mitgegeben, dass wir überhaupt auch dürfen ein Ja finden zu Gott. Und für uns ist das auch manchmal ein bisschen normal. Aber alle, die jetzt zulassen oder vielleicht da innen hocken und nicht so Eltern hatten, wissen, das ist nicht ganz normal, dass du so ein Geschenk hast, dass auch Eltern noch zusammen unterwegs sind. Aber wenn das so ist und du nicht von so Eltern kannst reden, möchte ich dich trotzdem ermutigen, dass du wie auch Muster und Sachen, die die Eltern gelebt haben, und du selber merkst, es ehrt Gott nicht, es ist für dich auch nicht angenehm, dass du die nicht mitnehmen musst. Oftmals übernehmen wir Muster, die gar nicht von uns selber sind. Und dort haben wir so aufgeschrieben, haben wir auch die Wahl, wieder Kurs zu ändern. Oftmals ist es leider so, dass sehr viel passiert, dass junge Leute, die das Leben leben, vielleicht die Eltern Alkoholiker waren, irgendwann selber dort drinnen landen. Leute, die vielleicht Eltern hatten, die irgendwo einen sehr negativen Umgang daheim gepflegt haben, sehr hart, sehr, wie soll ich sagen, lieblos miteinander umgegangen, dass sie irgendwann schon das Gefühl haben, selber diese Familie auch so zu prägen, wie sie es erlebt haben, weil sie es erlebt haben, selber genau so machen. Ich möchte uns aber ermutigen, wir entscheiden, was für ein Leben wir leben können. Wir entscheiden, dass im jungen Alter, in welche Richtung wir gehen wollen. Und es sagt niemand, dass wir alles übernehmen müssen von unseren Eltern. Wir können Sachen übernehmen, Prägungen, positive Sachen, wenn wir merken, sie ehren Gott und tun uns auch gut. Sie haben Werte, sie verheben und wir können von dem profitieren. Und darum möchte ich dir ermutigen, wenn du gute Sachen kannst mitnehmen kannst, dann nimm sie mit. Das ist eine weise Entscheidung. Und auch Sachen kannst in dein Leben hineinbringen. Wenn Sachen nicht gut sind gelaufen, darfst du auch wegschauen und sagen, nicht so in meinem Leben, nicht so in meinem Umfeld, in meinem Kollegenkreis, wo ich unterwegs bin. Es gibt eine spannende Geschichte in der Bibel, die ich gelesen habe, die mich auch ein bisschen bewegt hat, dort wie, um mal diese Seite ein bisschen zu beleuchten, wenn wir Entscheidungen fällen. Und zwar war es eine Geschichte zu einer Zeit, wo das Volk von Gott unterwegs war und eigentlich alles vergessen hat, was Gott gesagt hat. Sie haben alles vergessen, was Werte sind. Sie haben alles vergessen, was Gott hat gesagt hat, das ist mir wichtig. Und sie haben sozusagen alles falsch gemacht, auch ethisch und moralisch, was sie hätten können.
Und dann ist ein Mann, der ist der Pinhas, heisst der, das ist immer spannend mit diesen Namen, oder Pinhas oder was, ich habe schon vorhin mir überlegt, wie sagt man das, Pinhas oder Pinhas oder was auch immer, ist ein Mann gewesen, und der hat radikal in diesem Umfeld gesagt, okay, meine ganze Sippe, alle machen alles falsch, aber ich ändere den Kurs. Und wir lesen auch, was Gott zu Mose sagt, Mose, der der Leiter war, was das hat ausgelöst. Pinhas, der Priester, der Sohn von Eleazar und Enkel von Aaron, hat die Strafe vom Volk abgewendet. Sag ihm, dass ich ihm dafür ein besonderes Vorrecht gewähre. Ich schließe mit ihm einen Bund, der ihm Frieden zusichert. Ich verspreche ihm, dass seine Nachkommen für alle Zeiten meine Priester sein sollen. Das ist der Lohn dafür, dass er sich so rückhaltlos für seinen Gott eingesetzt und das Verhältnis zwischen mir und dem Volk wieder ins Reine gebracht hat. Also wir lesen da, der Pinhas, der hat eine radikale Entscheidung getroffen. Sie war extrem. Er hat die Sachen mit Gewalt eigentlich beendet, was ich nicht jetzt sagen will, das ist immer die Lösung. Aber Gott sagt, er hat den Kurs geändert. Darum war die Plage zu Ende wegen einer Person. Und ich möchte uns ermutigen, wir setzen den Kurs von dem, was in Zukunft wird sein. Ich bin überzeugt, eine lokale Kirche, eine Gemeinschaft, die zusammen mit Gott unterwegs ist, kann eine ganze Gegend, eine ganze Region, wenn nicht ein ganzes Land positiv prägen und verändern. Denken wir ja nicht, wir sind jung und wir haben nichts irgendwo auszurichten. Wir sollen nur Entscheidungen fällen für unser Leben. Das, was wir entscheiden, das hat auch eine Kraft für die nach uns kommen und auch für unser Umfeld. Ich kann mich sehr gut erinnern, als ich selber so um die 18, 19 in die Kirche reingekommen bin, hat es 2 Brüder gegeben. Der Jünger ist zuerst in die Kirche gekommen und ich weiss noch, wie wir zusammen sind gehockt, ungefähr gleich alt, und er hat mir erzählt und gesagt, in meiner Familie, dort wo ich herkomme, läuft alles katastrophal. All das, was wir Sonntag hier hören, das Gegenteil, ist in dieser Familie, wo ich aufgewachsen bin. Dort sind Süchte da, in jeglicher Form. Es spricht überhaupt nichts dafür, dass ich so ein Leben leben kann. Er hat mir dann gesagt, und das werde ich nie mehr vergessen, hat mir gesagt, ich setze alles daran, dass ich den Kurs ändern kann. Dass ich durch meine Entscheidung in die Kirche zu kommen, auch wie kann einen neuen Kurs setzen für die Familie, die kommt. Die ältere Brüder ist nachher auch in die Kirche gekommen und es freut mich immer wieder, wenn ich sie sehe, die 2 Familien, die sind heute in dieser Kirche am Sonntagmorgen mit ihren Kindern, und die Leute schauen sie an und denken, ja, das war schon immer eine Familie, das waren immer Mann und Frau, die in die Kirche sind, alles in klein auf, immer alles gut gelaufen, was auch immer. Der Mann hat jung entschieden, einen neuen Kurs zu setzen. Heute, wie gesagt, seine Familie ist stark, die Kinder blühen auf, haben Energie, geben Gas. Er selber leitet das Geschäft, ist CEO von einer Bude, und er hat eine komplett andere Zukunft gesetzt, weil er in jungen Jahren Entscheidungen gefällt. Für mich unglaublich berührende Beispiele, zu sehen, wie auch ein neues Normal entstehen kann. Unsere Entscheidungen von heute sind für das, was näher kommt, und ein bisschen die Normalität, die wir ins Leben rufen. Ich möchte euch noch eine zweite Geschichte aus der Bibel erzählen, die mich sehr berührt hat, die ich lange noch gar nicht so angeschaut habe. Und zwar hat der König Saul, der war König vom Volk von Gott, den Auftrag von Gott, in diesem nächsten Kampf, wo es darum geht, das Land einzunehmen, auch gegen Feinde zu kämpfen, die Gott verhöhnt haben, hat er den Auftrag von Gott. Gott hat gesagt, ich werde euch den Sieg schenken, aber du lässt keine Person am Leben. Das ist Gottes Entscheid gsi. Ich will jetzt nicht auf dem irgendwo beharren, dass Gott nur böse und all das ist, auch weil ich so 2 Geschichten gewählt habe. Aber wenn wir so ein bisschen weiter schauen, ist spannend, dass der König Saul der denkt, ja gut, Gott hat uns den Sieg geschenkt, aber ich nehme das nicht ganz genau. Er hat eine Person, der König, nämlich am Leben gelassen. Und spannend ist, wenn wir näher weiterlesen, ist später eine Frau namens Esther, die wir auch in der Bibel lesen, hat einen unglaublich herausfordernden Kampf gehabt. Und zwar hat der Haman, das war ein Mann, der Gott verhöhnt hat gesagt, Esther, ihr Volk muss komplett vernichtet werden. Sie lange nicht begriffen haben, der Haman war ein Nachkommen von dem König, der leider der Saul am Leben gelassen. Gott hat gewusst, wenn du das so beendest, dann wird 500 Jahre später keine Front mehr sein gegen mein Volk. Ich habe das angeschaut und denke, es ist schon unglaublich, was Entscheidungen
von einer Person für eine Linie haben können, die berührend ist, aber auch sehr schmerzvoll kann sein. Und darum möchte ich uns alle ermutigen, unsere Entscheidungen, wie wir ein Leben leben, wie fest wir Gott priorisieren, die haben eine Kraft auf das, was wird kommen. Ich möchte schon bereits schließen mit ebenfalls eine Geschichte, die mich sehr berührt hat. Und zwar habe ich von 2 Männern gelesen. Ich kann die Zahlen nicht zu 100% bestätigen, aber es war spannend. Ich habe gelesen, wie 1974 hat ein Vorstandsmitglied von einem Gefängnis hat auf einmal bemerkt, dass 6 Häftlinge aus der gleichen Familie sind. Obwohl sie alle durch unterschiedliche Problemfälle, Sachen haben wie ins Gefängnis müssen kommen. Und er hat gedacht, irgendwo durch ist das spannend. Wie können 6 aus der gleichen Familie im Gefängnis landen? Was muss da passiert sein? Er hat sich entschieden, dort nachzuforschen. Er ist ganz weit zurück. Er hat Verwandtschaftsbilder angeschaut, gemacht und da. Und dann ist spannend, was ist rausgekommen. Er ist zurückgegangen, so weit gegangen, dass er 1200 Nachkommen untersuchen konnte. Und spannend ist, er ist zurückgekommen bis zu einem Max, hat er geheissen. Der ist 1720 geboren worden und war bekannt als Unruhestifter, Alkoholiker und ganz viele weitere unschöne Sachen. Der Mann hat eine Frau geheiratet, die genau so unterwegs war. Sie hatten 6 Töchter und 2 Söhne. Schlussendlich habe ich gesagt, 1200 Nachkommen haben sie untersucht. Jetzt müsst ihr hören, darunter waren 310 Obdachlose, 180 Alkoholiker, 160 Drogenabhängige, 150 Kriminelle, die eine längere Zeit von ihrem Leben im Gefängnis verbracht haben. Ich habe das gelesen und gedacht, unglaublich. Unglaublich. Zur gleichen Zeit hat der Mann gelebt. Der war ein berühmter Theologe und Präsident von einer University. Seine Frau hat Sarah geheissen, sie hatten 11 Kinder. Er hat sein Bestes gegeben. Noch heute kann man wie von seinem Erbe profitieren. Er hat immer gesagt, ich werde nicht perfekt sein, aber ich probiere ein Mann zu sein, der Gott ehrt. Ich probiere, richtige Entscheidungen zu fällen, so gut ich als Mensch kann, wo Gott ehrt. Sie konnten 1400 Nachkommen von dieser Person untersuchen. 13 sind Unipräsidenten geworden, 65 Professoren, 100 Anwälte, 66 Ärzte, 85 Autoren von berühmten Büchern, 32 Staatsrichter und 80 Personen, die Spitzenpositionen in den öffentlichen Ämtern hatten. Ich habe das gelesen und dachte, Simon, sagt dir nie mehr, deine Entscheidung von heute hat nicht eine Auswirkung auf das, was wird kommen. Deine Entscheidungen. Darum habe ich vorhin am Anfang noch gesagt, dass wir hier stehen, dass wir Livestream eingeschaltet haben, dass wir Lieder zu Gott singen, haben oftmals die grösseren Auswirkungen, als wir einfach so das Gefühl haben. Es ist gar nicht immer nur für unser Leben. Es ist für das, was auch nach uns kommt. Klar kann man jetzt sagen, das sind Untersuchungen, das kann Zufall sein. Ja, kann es sein. Ich bin überzeugt nicht. Ich bin überzeugt, die Entscheidungen von diesen Männern zusammen mit ihren Frauen für das Gute, für das Gott-Ehrende oder nicht, haben eine unglaubliche Auswirkungen gehabt. Psalm 106 steht, nochmal von dieser Person, die ich am Anfang aus der Bibelgeschichte vorgelesen habe. Da machte sich Pinhas auf und griff richtend ein, und darum kam die Seuche zum Stillstand. Weil Pinhas so Gottes Willen tat, fand er seine Anerkennung, und zwar für ewig in allen künftigen Generationen. Ich möchte uns ermutigen. Ich weiss, das Leben ist wild, wir sind leer, wir sind in Schule, wir haben 1000 andere Fragen, als uns zu überlegen, was ist denn in 300 Jahren mit unseren Nachkommen. Ich weiss, das ist eine Frage, die uns eigentlich nicht interessiert. Und gleichwohl möchte ich uns ermutigen. Manchmal treffen wir vielleicht auch immer wieder die guten Entscheidungen und fragen uns, wo ist Gott überhaupt? Macht es überhaupt Sinn? Macht es überhaupt Sinn, an Gott dran zu bleiben? Macht es überhaupt Sinn, die Bibel zu lesen? Macht es überhaupt Sinn, Sonntag für Sonntag zur Predigt zu kommen? Mit dieser Gemeinschaft auszusetzen, weil ja trotzdem nicht alles rund läuft im Leben. Ich möchte dich ermutigen, es macht Sinn. Es macht viel mehr Sinn, als du dir im Moment vorstellen kannst. Ich sage immer, manchmal hocken wir da, geht mir selber auch so, mit offenem Herz, wir sind parat. Manchmal hocken wir vielleicht nur da, der schaut ein, weil wir nicht wissen, was wir sonst machen. Ich kann manchmal vielleicht gar nicht in die Kirche mögen. Ich bin überzeugt, jedes Mal, wenn wir uns daher setzen, wie unter das Wort von Gott setzen, die Lieder singen, hat es eine Kraft, das bewegt mehr, als wir uns
im Moment vorstellen können oder auch wir mit unseren eigenen Augen sehen können. Und ich habe mich entschieden, meine Entscheidungen möchte ich so gut wie möglich fällen. Aber gar nicht nur, damit ich das beste Leben leben kann, sondern auch, dass ich wie ein Erbe hinterlassen für die Leute, die nach mir kommen. Vielleicht kann ich für jemanden da sein, der in genau einem Moment im Leben Hilfe braucht. Und diese Person findet durch das vielleicht Zuversicht, der Frieden von Gott. Und er ist eine Person wie die Typen da 1720, die sich eben für das Gute entschieden haben, aus genau auf dieser Begegnung entstehen Nachkommen, die die Welt positiv verändern. Weil wir dürfen nie unterschätzen, was unsere Entscheidungen für eine unglaubliche Wirkung haben in diesem Leben.